Salut zusammen, da ist der Rufus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Und heute kommen wir zu den Peacekeeper oder Friedensstifter. Mir gefällt Peacekeeper persönlich besser als Name als Friedensstifter, aber jedem das seine. Das Gameplay im Hintergrund ist ein Gameplay von Mr. G, weil er hat sich die Revolution DLC, sprich dort, wo man die Waffe mitbekommen hat, gekauft. Das sage ich gerade noch etwas dazu nachher. Und das ist sein Gameplay, schöne 28er Streak und dann stirbt er relativ dumm eigentlich. Passiert mir aber auch viel, wenn ich Blackbird habe, konzentriere mich auf mein Ziel vor mir und dann merke ich nicht, dass mir einer folgt oder was auch immer. Ja, ganz ein tragischer Tod, aber ja, das ist halt auch ein Teil von dem Game. Aber sonst sehr gut gespielt, am Anfang das Aiming ein bisschen Straub, aber ja, er spielt dort Friedensstifter mit Fastmax und Schalldämpfer. Und wie gesagt, ich habe die Revolution DLC nicht gekauft, das Map Pack. Und kann dementsprechend nicht so viel von meiner Meinung sagen. Ich habe sie ein paar Mal aufgelesen. Und was aber eben speziell ist, man bekommt es in einem DLC-Paket. Und das ist das erste Mal in der COD-Teil, dass man eine Waffe im DLC bekommt. Ich persönlich finde, sie haben es sehr gut gelöst, weil ja, ich habe auch Befürchtung gehabt, dass wahrscheinlich die Waffe OP ist, damit man das muss kaufen, damit man überhaupt eine Chance hat. Ich finde wirklich, da haben sie eine gute Arbeit gemacht. Man muss die Waffe nicht unbedingt haben und sie dominiert den Multiplayer auch absolut nicht. Und das finde ich, da haben sie wirklich gut gemacht und ich finde, sie könnten in Zukunft auch Waffen bringen, wenn sie es so beibehalten, damit man auch ja, eben ohne die Map Packs kann noch erfolgreich sein im Multiplayer. Zu der Waffe selber. Das Magazin ist mit 30 Schuss normal, ist eigentlich eher ja, mittelmäßig, sagen wir jetzt mal so. Was am Anfang, wo die Waffe rausgekommen ist, so ein bisschen, der Spitzname ist eine Hybridwaffe zwischen SMG und Assault Rifle, also Sturmgewehr. Und da haben auch durchaus Gründe dazu. Also es ist auch so, übrigens hat er oft Dampfleucht von dem blöden Hunter-Killer. Und es ist auch so, also sie hat eine extreme Range, sie hat sogar zum Teil eine bessere Range als gewisse Sturmgewehr. Und da kommen wir auch zu den Schüssen, die es braucht zum Killen. Und zwar ist das zwischen 4 und 6 Schüsse, theoretisch jetzt gesehen. Weil die Range so enorm gross ist, braucht man eigentlich nur 4 bis 5 Schüsse, egal über welche Distanz. Schiessen tut es mit 720 Rounds per Minute gleich langsam wie die MSMC, Entschuldigung, und PDWW. Im grossen Unterschied zu diesen zwei Waffen, wo schon ein 3-Shot-Kill möglich ist, ist die, wie gesagt, nur 4 bis 5 Schüsse praktisch und theoretisch eben 4 bis 6 Schüsse, aber die Range ist, das ist eine grosse Map, Carrier zum Beispiel, dort über die ganze Strecke, das werden etwa 6 Schüsse. Alles in allem ist sie sehr SMG-mäßig angelegt, also Movement Speed ist bei 100%, darum ist sie auch in dieser SMG-Klasse. Und sie hat aber eben, wie gesagt, eine brutale Range, also kann man sie eigentlich spielen wie ein Assault Rifle, nur ein bisschen aggressiver, aber eben nicht zu aggressiv, weil sie schießt, wie wir jetzt gehört haben, sehr langsam und braucht dann noch 4 Schüsse zum Killen. Also ist da Close Range, ja, ist sie ziemlich die schlechteste Waffe, die man sich aussuchen kann. Aber sie macht eben das Rushen eigentlich schon besser möglich als mit Assault Rifles, weil man halt schneller ist. Ich habe mir auch überlegt, wie ich die Waffe würde spielen. Ich glaube, ich würde schauen, dass sie ein bisschen Range zwischen den Gegnern hätte, aber gleich nicht zu viel. Oder? Weil sonst bringt einem Geschwindigkeit nichts. Also, wenn ich die Waffe würde oder müsste oder spielen, würde ich wahrscheinlich schauen, dass ich möglichst außerhalb des Spawns bin und dann aber schon die Leute versuchen im Spawn abzukassieren. Da habe ich einen grossen Vorteil, ich bin schneller, ich kann schneller irgendwie Position wechseln um den Spawn herum und kann aber die Distanz so gut nutzen wie bei einem Assault Rifle und dann aber eben die Geschwindigkeit vom SMG und das ist ein grosser Vorteil von dieser Waffe. Und ja, eben ich selber habe sie nie gespielt, also nie wirklich gespielt. Ich merke einfach eben, dass der Recoil ziemlich tief ist eigentlich. Und
da hat sie auch nur einen vertikalen, also sie jumpt zum Teil ein bisschen rauf, aber das ist eigentlich auch relativ ein guter Pluspunkt, weil da kann man wirklich auf Distanz ein bisschen neuer schiessen. Also ich würde sie, wie gesagt, ja, da ist der tot. Ich würde sie, wie gesagt, ein bisschen anders spielen als Assault Rifle und auch ein bisschen anders als ein SMG. Weil es halt eine Hybridwaffe ist, braucht es ein bisschen einen Hybrid-Style. Das wäre es wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.